SRF Audio. Herzlich willkommen zum SRF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die mir jetzt auf eine etwas intime Frage eine Antwort geben wird. Susanne Jansson. Hallo Wolfram. Du weißt, dass ich dir die Antwort geben werde? Das weiß ich schon, ja, genau. Nein, ich meine intim insofern. Kennst du das, dass man manchmal in einer Situation ist, wo man merkt, eigentlich habe ich jetzt gerade eine Macht, was ziemlich Schlimmes oder Krasses zu machen, ganz konkret, und dann schon so die inneren Bilder anfangen, der innere Film anfängt zu laufen? Kennst du sowas? Ja, zum Glück habe ich das jetzt so im Alltag nicht mehr, aber ich hatte sowas stark, als ich mein erstes Kind bekommen habe. Dass ich da das Gefühl hatte, ich musste zum Kinderarzt immer über den Rhein queren auf einer Brücke. Große, ganz normale Brücke. Aber ich hatte regelmäßig auf dieser Brücke das Gefühl oder die Vorstellung, ich könnte dieses Kind jetzt aus dem Kinderwagen nehmen und über die Brüstung werfen in den Fluss. Fand ich ganz beängstigend. Ich habe aber mit mehreren frisch gewordenen Müttern darüber gesprochen, auch Väter, dass man solche Allmachtsfantasien in Bezug auf dieses kleine Bündel Leben, das einem so ausgeliefert ist, dass das viele kennen. Und das ist schon in dem Moment... und gar nicht mal nur eine Stresssituation? Nein, überhaupt nicht. Nein, es ist wirklich ein Gedanke. Einfach deine Gedanken laufen los und sie laufen halt nicht auf eine Blumenwiese, sondern sie laufen in eine von dir herbeigeführte Katastrophe. Die Gedanken sind frei, eben, das kann man nicht stoppen, da ist man erstmal selber ganz schön geschockt in dem Moment, weil ich hatte solche Erfahrungen vorher auch noch nicht gemacht. Da fragt man sich ja, oh Gott, was bin ich für eine Mutter, was macht Elternsein mit mir? Aber es geht vorbei, jetzt habe ich das nicht mehr. Ich habe dich noch nie von der Brücke geworfen, Wolfram. Gut, ich bin auch nicht klein und letztlich schützenswert. Hey, aber das kommt wirklich ein bisschen dazu, genau. Nein, aber ja klar, dass wirklich dir ist da ein neues Lebewesen, neues Leben anvertraut. Anvertraut / ausgeliefert, eben. Und eben auch ausgeliefert, an beiden Seiten. Genau. Das ist zum Glück genau. Macht man das ja dann nicht in echt, aber... Eine intime Antwort, oder? Doch, ja, gut. Genau. Ich bin jetzt mittendrin in der 46. Folge von Grauen, weil es genau darum geht. Wir haben ja gehört in der ersten Folge, es gibt eine Prophezeiung. Eine alte Frau hat Menschen gesagt, unserem Hauptpersonal, wann sie sterben werden. So auch der Freundin von Phil. Und bei Phil löst das ein wahnsinniges Kopfkino aus, was ich finde, was sehr auch unterhaltsam und gelungen dargestellt wird gleich in der Folge. Aber und durch die Frage ist, wird das Kino dann Realität? Das fragst du mich. Das hören wir jetzt. Genau. Viel Vergnügen bei Nur wir zwei, der 46. Folge von Grauen. Viel Spaß. Eine alte Frau, sie sagt allen voraus, wann und wie sie sterben. Ich will es auch wissen, wann stirb ich? Mit 30. Häusliche Gewalt. Ja, genau. Sehr lustig. Häusliche Gewalt? Aber das würde heißen, ich bring dich um. Da ist dein Kaffeeschatz. Danke. Oh, Eier sind auch gerade fertig. Super. Gute? Gute. Oh, Du, kann man das noch einmal überlegen? Weißt du, wegen deinem Geburtstag. Ich meine, hey, 30, das muss man doch mega gross feiern, oder? Hast du deinen 30. gross gefeiert? Ich habe eigentlich gar keine Lust. Hey, 30?
Das will man doch vor allem nicht alleine feiern, oder? Das braucht Musik, das braucht Cocktails, Torten, Konfetti und vor allem Menschen. Mega viele Menschen. Also auch wenn ich das will, ich habe ja gar keine Zeit mehr, um richtig zu planen. Es ist in einer Woche. Schatz, ich plane alles. Du musst dich um überhaupt gar nichts kümmern. Ja, du bist so cute, aber... Also eigentlich, am liebsten wäre ich ja ganz allein. Nur mit dir. Also weißt du, einfach wir zwei. Ja, aber ist das nicht ein bisschen langweilig? Hey, mir wird nur 31. Am besten, wir laden alle Leute, die du kennst. Dann ist immer jemand rum, 24/7. Hauptsache, wir sind nicht allein. Du findest es langweilig mit mir allein? Nein, aber das ist doch langweilig für dich, nur mit mir zu feiern. Nein, das ist genau das, was ich will. Ja, aber vielleicht bereust du es ja dann mal, dass du den Geburtstag nicht so richtig gross gefeiert hast. Was ist los mit dir? Mir, was soll los sein? Nichts. Ich finde nur, gib mir mal das Messer. Wir sind jetzt gerade zusammengekommen und wir könnten doch etwas Romantisches machen. Irgendwie ein Candlelight-Dinner oder... Wenn du überhaupt 30 wirst. Was machst du? Phil! Phil! Phil? Hallo, Phil? Hä? Was? Wieso hebst du dein Messer so fest? Messer? Welches Messer? Ja. Ah, ja, also, ich runde das mal Nein, weg. ich brauche das doch noch. Ich verstehe nicht, warum man mit so einem riesigen Messer das Brötchen muss schneiden muss. Komm, schau, nimm das hier. Nein, das ist viel zu stumpf, Schatz. Nein, das ist viel besser. Ich habe viel zu viel so krasse Messer hier. Wir machen ja keine Metzger, oder? Das kommt weg. Das kommt auch weg. So, das auch ab ins Altmetall. Du bist so weird drauf heute, weißt du das? Ich? Ja, du. Oh, hey, ich weiss ihm danken, dass wir dann abmachen können. Ja, hey, Mann. Du hast einfach nicht gut getan am Telefon. Was ist los? Sag mal, wie geht's dir seit dem Klassentreffen? Ja, der Kater geht irgendwann vorbei. Ach, nein, ich meine das mit dieser Prophezeiung. Alter, über das denkst du noch nach. Das habe ich schon längst vergessen. Ja, okay, ja, du, aber ich halt nicht. Oh, Mann. Schau, ich bin mega happy mit der Fiona. Okay. Wirklich voll verliebt und sie auch, aber... Hey, die Prophezeiung, die macht mich fertig, Mann, aber so richtig. Alter, bist du noch nie bei einer scheiß Wahrsagerin gewesen, oder was? Ja, schon, aber die sagen einem ja sonst immer, was man hören will. Ja, und hat sich das schon jemals erfüllt? Erfüllt? Ja. Also... Nein, eigentlich nicht. Eben. Ich habe einfach so Angst, dass ich... Was? Pessim, findest du mich aggressiv? Also, Was? glaubst du, ich könnte irgendwie gewalttätig werden? Phil, du machst dir immer zu viel Gedanken. Das ist dein Problem. Nicht irgendein Aggressionspotenzial oder so. Hey Mann, weißt du, was du jetzt brauchst? Du brauchst ein Wellness-Weekend mit der Fiona. Einfach weg vom Alltag, Auszeit. Das habe ich im Fall auch schon gemacht. Das bringt dich echt auf andere Gedanken. Wellnesswochenende? Ja, Hey, ja, vielleicht ist recht. klar. Ja, mal weg. Hey, danke. Ey, ich wüsste sogar ein gutes Hotel. Ja, super, also. Mach das, Mann. Und bitte, vergiss den Prophezeiungskack. Wirklich. Okay.
So, da wären wir. Der Creux du Vent. Wir gehen wandern. Das ist so cool, Phil. Das ist eine super Idee. Nein, ich meine eigentlich das Hotel dort hinten. Das Creux du Zen. Das ist ein super Wellness-Hotel. Hey, Fiona! Nein, Fiona, warte! Jetzt los! Komm schon! Phil, es ist gleich dunkel. Wer zuerst an der Kante ist. Oh, fuck. Fiona! Hey! Wart! Oh, Phil. Genau so etwas habe ich mir vorgestellt. Nur du und ich und die Natur. Ja, genau darum machen wir das auch. Nur du und ich und die Natur, das finde ich auch. Schau mal die Aussicht. Es ist so schön. Le Grand Canyon de la Suisse. Oh, shit, hey, da geht's mega steil Das ist so cool, oder? Hey, komm, kehren wir um, es ist schon fast dunkel. Hey, nein, Achtung, pass auf! Hast du Angst? Nein, da geht's fast 200 Meter das Loch ab. Ich passe schon auf. Ich bin als Kind schon da. Jetzt entspann dich mal. Hey, bleib jetzt stehen! Hey, komm weg von dieser Kante! Also wirklich viel. Du übertreibst. Komm jetzt weg! Ich möchte nur mal ganz runter schauen. Ah, das möchtest du? Dann schau doch mal ganz weit runter. Oh, Scheiße, nein! Fiona! Fiona! Phil, hallo? Alles okay bei dir? Hä? Ah, ich wollte nur schauen, ob es so ein Echo gibt. Fiona! 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 Aha, so. Phil! Komm, wir gehen wieder zurück. Ja, unbedingt. Hoi Phil, was läuft? Hey Steffi, ich glaube, ich brauche mal kurz deinen Rat. Okay, was ist los? Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen crazy, aber ich habe Angst, dass ich die Fiona verletzen könnte. Also, weißt du, körperlich. Also, sie verletzen? Mhm. Ja, ich habe ständig irgendwie so Visionen, dass ich sie umbringe. Hast du vielleicht irgendetwas von den anderen gehört? Phil. Ah, okay, wow, du meinst das ernst? Ja. Etwas gehört von den anderen wegen dieser Prophezeiung, meinst du? Mhm. Ja, also, ja, die Lena ist auch ein bisschen durchgestartet nach dem Klassentreffen. Die hat voll Panik gehabt. Die Lena, der ist doch vorausgesagt worden, dass sie vertrinkt, oder? Ja, schon. Aber weißt du, sie macht jetzt gerade romantische Ferien mit ihrem Freund. Weit ab von jedem Fluss, See oder Meer. Ja, aber dort hat es doch sicher auch eine Badwanne oder so. Okay. Hey, los, so Gewaltvorstellungen, wie du vorher gesagt hast, hast du das schon mal gehabt? Nein, sicher nicht. Und bist du schon mal richtig gewalttätig geworden gegenüber irgendjemandem? Nie gegenüber einer Frau. Ich meine auch bei der Melanie, nicht mal während der Scheidung. Ja, siehst du. Gibt es denn irgendetwas, das dich an der Fiona nervt? Keine Ahnung. Ja, sie ist manchmal vielleicht ein bisschen pingelig, wenn es ums Aufräumen geht. Dann motzt sie immer ein bisschen um, wenn ich meine Kleider rumliegen lasse. Aber das ist doch kein Grund für Gewaltfantasien. Vielleicht hast du ein Problem mit dir selber und das Kaputtmachen vom Besten in deinem Leben willst dich selber bestrafen. Hä? Ja, also weil du glaubst, dass du so etwas wie Fiona gar nicht verdient hast. Okay. Das haben wir noch gar nicht so richtig überlegt, aber hey, das könnte sein, ja. Danke, Steffi. Ja, gern geschehen. So, gut.
Oh, Fiona. Willst du nicht lieber direkt mit mir reden, wenn es schon um mich geht? Ja, sorry, schau. Ich bin einfach ein bisschen drüber seit dieser Prophezeiungsgeschichte. Die Prophezeiung vom Klassentreffen, die alte Frau? Oder ist doch sicher irgendeine Großmutter von einem deiner Schulkollegen, die es lustig gefunden hat, euch Angst zu machen? Jetzt. Ja, ich weiss, aber ich habe irgendwie einfach ein schlechtes Gefühl. Das Einzige, für was du ein schlechtes Gefühl hast, sind deine huren Kleiderhäufe dort. Wenn die nicht bald weg sind, dann wirst du Opfer von häuslicher Gewalt. Ist gut, Schatz. Schau! Schau, ich gewinne, ich begib sie. Nein, ich will dich nicht, da kommt der blaue Panzer! Nein! Ja, bitte nicht, nein! Loser! So, und jetzt leist dir Maiskörnchen rein. Alle? Nein, nur eins. Okay. Natürlich alle. Wie machst du denn Popcorn? Fiona. Weißt du, ich habe dich mega gern. Ich dich auch. Viel. Kommst mal. Ja. Oh, wow. Das sieht ja super aus. Komm doch mal zu mir rein. Okay. Warte. Ist recht warm. Glaubst du, haben wir Bettplatz drin? Komm. Du weißt was? Vielleicht feiern wir den Geburtstag wirklich nicht zu zweit. Weißt du, wir sind einfach daheim, Vögel Blut und bleiben den ganzen Tag im Nest. Das klingt doch super. Phil, was ist? Wieso schaust du so komisch? Aber zuerst geniessen wir das Bädli da noch so richtig. Phil, was machst du da, mitten in der Nacht? Fiona, ich habe sie... Ich habe sie umgebracht. Was? Glaube ich. Ja. Warte. Fang nochmal von vorne an. Okay. Also die Prophezeiung und dann immer so Visionen, ich bringe Fiona um und jetzt sind wir zusammen in der Badwanne und dann habe ich sie ertränkt. Phil, ich komm nicht raus, du bist doch so ein sensibler Typ. Ja, aber ich habe Angst, dass die Hai tot in der Badwanne liegt. Lüt ihr doch an. Okay, stimmt. Das ist recht. Also, bitte nimm ab. Nimm ab. Oh, sie nimmt nicht ab, sie ist tot. Warte, ich versuch's mit meinem Handy. Okay, ja, bitte. Hallo? Hey, Fiona! Ist der Phil bei dir? Ja, er ist völlig durch. Das erklärt so einiges. Hallo? Ah, sie hat aufgehängt. Oh, Gott sei Dank, sie lebt. Ja, aber sie ist ziemlich angepisst.
Fiona? Ich muss mit dir reden. Aber wirklich, ich auch mit dir. Okay. Das geht so nicht weiter. Morgen ist mein Geburtstag, du machst alles kaputt. Ja. Ich habe wirklich null mehr Bock, mit dir etwas zu machen. Ja, es tut mir mega leid. Ich bin absoluter Vollpfosten. Das ist alles so random, die Prophezeiung. Und also sorry, aber du bist viel zu blöd, um jemanden umbringen. Jetzt sind wir mal ehrlich. Hey, geht's noch? Hey, morgen ist dein Geburt. Ja, und das heisst, wir zwei können reinfeiern. Ja, genau. Reinfeiern. Wir zwei. Und für das fesselst du mich am besten ans Bett. Fesseln? Die Seite kenne ich ja gar nicht von dir. Ist das mein Geburtstagsgeschenk? Bist du mein Geburtstagsgeschenk? Ja. Und das heisst, ich kann mit dir machen, was ich will. Das gefällt mir. Ja, also, also solange du nicht in meine Nähe kommst. Jetzt fangst du aber nicht wieder mit dieser scheiß Prophezeiung Wenn an. du mich mit diesen Handschellen ans Bett fesselst, dann kann ich dir ganz sicher nichts machen. Und um 12 Uhr bindest du mich wieder los. Phil, und bitte. Ich will jetzt einfach alles probieren, dass sich die Prophezeiung nicht erfüllt. So ein Scheiß. Du weißt aber schon, dass man Prophezeiungen nicht entkommen kann. Hey, wir schaffen das. Du und ich gegen die Prophezeiung. Und jetzt bitte, das sind die Handschellen. Okay. Leg an. So. Also, gib mir deine Hand. Au! Oh, nicht zu fest. Super. Und wenn es 12 ist, dann mach sie wieder auf. Am besten stellst du gerade noch den Wecker. Ich habe schon ein Prosecco in den Kühlschrank getan. Du spinnst so fest. Aber du hast mich trotzdem noch ein bisschen gern, oder? Ja, mal schauen, ob ich dich morgen wieder losmache. So. Was machst du jetzt? Bleibst du hier im Bett? Ja, sicher. Ich will schlafen. Jetzt bin ich ja in Sicherheit. Gute Nacht. Ja, aber... Also gut. Gute Nacht. Ich muss noch schnell aufs WC. Phil. Der pennt wirklich schon. Kein Scheissgürtel. Du hast schon deinen Scheiß überall liegen lassen, Phil. Fiona? Hey, Fiona! Fiona, wo bist du? Phil. Phil. Fiona, was ist Phil, passiert? Hilfe. Hilf mir. Hilf mir. Phil, Was ist denn, Fiona? bitte. Phil. Fiona? Nein! Fiona, bitte, nein! Fiona! Es ist 12. Nein! Oh, hey, Wolfram, das sind ja nun alles Fantasien gewesen, die ja wirklich so aus dem Alltag gespeist sind bei ihm, oder? Ich meine, ich fand es auch cool, dass er da versucht, die Küchenmesser wegzuräumen. Aber ansonsten sind so Alltagssituationen, weil jetzt nicht irgendwie der dunkle Keller oder der tiefe Brunnenschacht oder sowas, ne? Kennst du sowas auch? Ja, also... Nein. Das aber nicht mit dem Messer.
Also, Oh Gott, doch, es gibt eine Geschichte mit dem Messer. Nein, ich habe jetzt keine Geschichte mit dem Messer, Okay. aber ich kenne das schon manchmal von mir, wenn ich ein wirklich scharfes Messer habe, wie man die eigentlich ja braucht in der Küche. Sie sollten ja möglichst scharf sein. Kenne ich schon manchmal, dass ich denke, ui, dann könnte ich nachts aufstehen und Schlafwandel und da was Schlimmes damit machen. Ich habe manchmal hatte ich schon noch so komische Filme, wo ich dann denke, ist schon noch krass, was man alles für Werkzeuge zu Hause hat, mit denen man schlimme Sachen machen könnte. Ich durfte ja auch, den Text hat Eva Strasser geschrieben, wir haben den überarbeitet, Simon und ich, die Produzentin. Da sind noch ein paar Sachen wirklich von mir rein. Also zum Beispiel die Sätze, wo er dann anfängt, die Messer wegzuräumen, das habe ich dann reingeschrieben. Die Idee, man kommt irgendwo hoch und dass man da jemanden runterschubsen könnte. Bin mir nicht mehr sicher, ob die von mir ist oder von Eva selber. Von mir kam dann die Idee mit dem Creux du Vent. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ja im Jura, oberhalb von Neuenburg. Und da geht es wirklich extrem steil runter. Das ist wirklich so Grand Canyon. Ich war da schon ein paar Mal, ich wohne ja auch in der Region, zum Wandern hin. Ich habe da nicht das Bedürfnis, jemanden runter zu schubsen. Aber wenn ich da stehe, wird mir fast schwindelig im Sinne, weil ich merke, okay, ich müsste jetzt relativ wenig machen und ich falle runter. Ich kann deswegen zum Beispiel auch bin gerade ein bisschen neurotisch unterwegs, tut mir leid, aber ich kann auch schlecht so über Hängebrücken laufen, weil ich dann auch manchmal denke, es wäre so einfach, da jetzt rüber zu springen. Und sehe da wieder einen inneren Film. Ich kann trotzdem über Hängebrücken runterlaufen. Ich war schon mehrmals im Creux du Vent, werde jetzt niemals runterhüpfen, aber mir ist das jetzt nicht so wahnsinnig fremd, diese Irrenvorstellung. Die beziehen sich weniger auf andere Leute als auf mich selber. Boah, ihr hört mich fassungslos seit 2 Minuten. Ihr habt mein Gesicht nicht gesehen, aber das ist ja, Wolfram, das war jetzt meine eigene, ganz persönliche Gruselgeschichte. Also du hast jetzt so viele Türen aufgemacht. Ja. Jetzt werde ich nachts da liegen und mir überlegen, was für Werkzeuge hat der Mann zu Hause? Zum einen. Also einfach ganz normale Messer, Hämmer. Das klang aber eben nicht so, sondern es klang wirklich nach einem ganz speziellen Folterinstrumentarium. Und dann eben, ich sage dir, wenn mir Leben ausgehändigt wird, dass ich mich schlecht fühle, weil ich dem was antun könnte. Aber du sprichst gerade davon, von der Hängebrücke zu hüpfen. Selber, wie viele Hängebrücken überquerst du denn im Monat? Nein, jetzt nicht so viel, Okay. aber wenn wir im Wallis im Urlaub sind, da gibt es einfach mehrere. Eine kann ich ganz gut bei Bellwald, dann gibt es eine andere, im Vierstadt halt, die konnte ich zum Beispiel, die habe ich dann nicht mehr gemacht, dann war halt 2 Stunden Umweg. Nichts Menschliches ist uns fremd. Ich habe da eine Nummer von. Vielleicht wirst du dich jetzt ab und zu mal umdrehen und dann wird da ein Herr im grauen Anzug mit Brille in gebührendem Abstand laufen. Hinterherlaufen. Der dann aber ganz schnell joggen kann. Ich habe es ja schon 39 Jahre lang geschafft, ohne sowas zu machen. Ich weiß aber, was du meinst. Aber so einfach diese inneren Filme, das ist wieder das, genau. Und genau dieses Abgehen ist wirklich die Starten und Laufen, ohne dass man das dann wirklich beeinflussen kann. Außer mit Yoga vielleicht. Probier's doch mal. Aber ich fand es jetzt eine krasse Auflösung, dass der Phil der kämpft ja auch so dagegen an. Mhm. Übrigens der Einzige, der so trottelig überall um Hilfe anfragen gehen kann. Und keiner hilft ihm so richtig. Ne? Doch, ich finde, sie bringen mir alle. Ich finde, wie Steffi ihn analysiert, finde ich großartig. Und er macht es einfach so glaubhaft, Phil aka Aaron Hitz, dass er wirklich sagt, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht, aber es kommt wirklich so rüber, als wenn es ihm in dem Moment wirklich eine Stabilität gibt. Und er wird ja dadurch nicht blöde, sodass man denkt, oh Gott, den Typen kann ich nicht ernst nehmen. Ne? Aber ja, mit dem würde ich immer noch ein Bier trinken gehen, obwohl er manchmal so ein bisschen beschränkt auftritt. Ja, also für mich äußert sich gerade auch, finde ich, einen ganz feinen Humor, den die Eva Strasser da reingebracht hat. Also ich finde es ja eigentlich auch sehr lustig, wie dann die Steffi anfängt zu analysieren, wird eigentlich kommt so küchenpsychologisch und er ist eigentlich an einem ganz anderen Punkt und dann geht er aber auch noch drauf ein. Ich finde auch so eine Geschichte wie, dass sie dann sagt, hey, lass nicht überall deine Sachen liegen und dann, was man ja auch aus dem Alltag kennt, und dann stürzt sie in den Tod über den liegen gelassenen Hosen. Natürlich krass und schlimm, aber ich finde so eine gewisse Ironie hat das jetzt trotzdem noch. Da finde ich sehr schön austariert in dem Text. Ja. Und auch im Hörspiel. Ich meine, das hat ja auch der Marc inszeniert. Hier sind ja die Ausstiege aus der realistischen Szene. Hat er ja eigentlich recht deutlich markiert, wann wir in Phils Fantasiewelt wechseln. Meistens bricht dann die Ambi ab oder die Musik, da im Hintergrund läuft. Er hat mir übrigens einen meiner Lieblingssongs für immer ein bisschen versaut. Our House. Das ist wirklich ein schönes Lied. Das ist das, was Sie hören, wenn Sie in der Badewanne sind. Aber auf jeden Fall, wenn wir in Phils Kopf gehen
Und dann diese krassen Mörderszenen, die sind ja jetzt nicht so mit der Realität verschliffen, dass man denkt, passiert das gerade wirklich, sondern es ist immer klar, sein Horror und mega zugespitzt. Aber dann finde ich es eben geil, wenn er bei Zoe klingelt, weil da erleben wir die Auflösung in die Normalität in der Badewanne nämlich nicht mehr. Und da muss man sich ja wirklich fragen, Gott, was hat er denn jetzt in seinem Wahn angestellt? Und dann wirklich nochmal das Ende kommt dann so lapidar quasi daher, dieser blöde Gürtel oder die Hose, die da auf der Treppenstufe liegt. Das hat mich schon auf eine ganz schöne Tour mitgenommen. Ja. Sag mal, du hast doch angefangen, die Geschichte von der Affenhand zu erzählen. Ja. Und ich habe dich doch noch gefragt, ob die wirklich nur 3 oder einen Finger hat. Ja, sie hat noch mehr Finger. Weil so ein bisschen, oder? Kommt das aus dem, man will was Gutes tun und was Schlimmes passiert? Genau, also die Affenhand war ja nach nur ein Knopfdruck von Henry Slezar, habe ich die Geschichte erzählt. Und da war ja so diese magische Hand, eine echte Hand eines Affen, die in einer Geschichte kommt und mit der kann man sich was wünschen und bei jedem Wunsch schließt sich ein Finger dieser Hand. Und in der Geschichte bewahrheiten sich dann die Wünsche, aber mit einem ganz, ganz schlimmen Auskommen, also gerade so, wie man es nicht wollte. Da wünscht sich ein Familienvater 200 Pfund, damit er endlich die Hypothek abbezahlen kann und seinem Sohn eine gute Hochzeit ermöglichen kann und ein gutes Leben. Dann bekommt er die 200 Pfund aber immer als Versicherungssumme, weil der Sohn bei einem Arbeitsunfall stirbt. Geht dann weiter und ich finde tatsächlich, hier haben wir das auch bei Phil. Er wünscht sich ja so fest, dass er nicht seine Partnerin umbringt. Und das schafft er quasi, aber er verhindert dann auch in dem Moment, dass er bei diesem Unfall, was ja doch ist, sie retten kann, ihr noch zur Hilfe eilen kann. Ja. Und da muss man schon sagen, ja, quasi die Affen hatten den Finger umgelegt, Phils Wunsch in Erfüllung gegangen, aber auf eine schlimme Art. Willst du die beiden anderen Finger noch hören? Ja, mindestens. Also ich meine, es müssen 5 Finger sein. Ja, es sind 3. Okay, also 2 sind schon umgelegt. Aber einen haben sie verloren. Der Sohn ist weg. Pfund, der Sohn, okay. Nein, aber 3 sind ja immer gut. Das ist jetzt wie bei alte Regel, wie bei Comedy, wie bei Wiederholung. Dritte Mal über 3 Variation. geht man nicht gut. Machst 3 und bei der dritten Variation, wie eben bei Zoe, dass sie dann bei der Badewanne, dass das nicht aufgelöst wird, die dritte Variation. Dass du beim zweiten Mal wünscht sich der Vater dann sehr schnell, dass sein Sohn wieder zurückkommt. Der tote Sohn, der da durch diesen Arbeitsunfall wahrscheinlich auch total entstellt ist. Direkt danach klopft es an der Tür. Und dann ist quasi die Vorstellung, okay, der tote, malträtierte Sohn ist dann wieder da. Und dann sagt aber die Frau, bitte mach nicht auf, stell dir vor, wie sich unser Sohn jetzt aussehen muss. Ganz schlimmer Arbeitsunfall. Malträtiert, eigentlich eine Art Zombie steht da vor der Tür. Eigentlich ein halbtoter, untoter. Willst du den wirklich da haben? Und er wünscht sich als Dritte, dass er dann doch wieder verschwindet. Und das macht er dann. Und das passiert 1:1, weil es schon schlimm genug ist. Okay, also ich sehe nicht so unbedingt das Positive in diesen Wünschen, sondern gut, außer dass man dem Horror jetzt nicht die Tür öffnen muss zum Beispiel. Ja, dass dann nicht der ja gut, oder der Sohn ist zurück. Aber das ist sehr Friedhof der Kuscheltiere mäßig. Ja? Friedhof der Kuscheltiere ist extrem davon inspiriert. Die Geschichte ist 19. Jahrhundert. Friedhof, der Stephen King hat da sehr gut gewusst, wo es eine gute Story gibt. Lohnt sich übrigens auch ab und zu mal das Buch wieder zu lesen. Echt, finde das. Seht auch in dieser Normalität und dann schleicht sich so ein Mega-Horror ein. Genau. Du, die Einschläge kommen ja langsam ein bisschen näher. Also ich meine, Lena in der Prophezeiung war jetzt für uns eine neue Figur. Jetzt Fiona auch, aber sie ist Phils Freundin gewesen. Das ist ja das Tröpfchen Glück, was man ihm gegönnt hat nach der Scheidung und allem. Aber ich frage mich, ich hoffe, ihr fragt euch. Oder vielleicht fürchtet ihr, ob es noch jemandem wirklich an den Kragen geht. Wir hören es morgen bei dem 3. Teil unserer neuen grauen Staffel. Bis zum nächsten Mord. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.